Zwar sind wir eingeladen worden, am Swiss Paintball Creator Cup 2025 mitzumachen. 60 Schweizer Creator, verteilt auf 12 Teams. Ich freue mich sehr, es wird auch schon lustig. Ja. Was wird unser Plan? Ich verstecke mich, du musst einfach immer Thema. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video geht es um ein Event, das in mir drin sehr viel auslösen wird. Und ich wünsche mir, dass der Sandro aus der Zukunft auf das Video zurückschauen kann und mit Stolz sagen, dass das Ganze etwas in mir ausgelöst hat, das dazu geführt hat, dass ich dort stehe, wo ich jetzt stehe. Ich habe schon sehr oft davon geträumt, an solchen Events teilzunehmen. Und die Einladung zu bekommen, hat in mir sehr viel ausgelöst. Geschweige denn, als Captain ein Team zu führen. Ganz viele Emotionen haben sich in mir angefangen abzuspielen. Wen werde ich dort kennenlernen? Wie wird das Ganze umgesetzt? Was wird abgehen? Wie sind die Leute drauf? Aber im Vordergrund ist gestanden, mit einer riesen Ladung Energie dort hinzugehen. Darum hätte ich gesagt, fangen wir dort an, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Wir sind also an der Paintball Arena angekommen. Die Ail, die Mara, meine beiden Kameramänner, der Vic und der Dave und ich. Das erste, was mir direkt aufgefallen ist, ist am Max, also am ML Gamer, sein Auto. Wir sind also ausgestiegen und haben zuerst mal alle begrüßt und mit dem Max habe ich mich natürlich auch ein bisschen austauscht. Ich bin da noch schnell live, sorry. Hallo. Hallo! Schau mal, jetzt haben wir schon Hallo zwei zusammen. Idioten da im Auto. Ey, wir sind da irgendwo in Bern. Wir sind 2,5 Stunden. Ich muss das Ding machen. Na, beide People, was geht? Wir sind das Paintball Arena und machen heute ein fett krasses Event. Ich komme jetzt auch raus. Nach ein paar Wörtern hin und her haben wir auch dann das erste Mal die Halle betreten. Hey! Ciao! Alles klar, bist du weg? Ja, cool. Sehr geil. Ja, tipptopp, Sandro. Ciao, freut mich. Oh shit, da hast du das so Ding. Interviewmäßig, hä? Der Max muss alles anlangen. So wollte ich, dass du heute spielst, Joel. Also nein, schon mit Maske tun, aber... Sicher nicht! Drinnen haben wir dann erstmal alles ein bisschen abgecheckt. Den Streamroom, die Garderoben, aber vor allem das Spielfeld. Und da ist mir dann so wirklich klar geworden, wie krass das Ganze ist. Willkommen bei der Paintball Arena. Alright guys, wir befinden uns jetzt in der Halle, das ist Paintball Arena Bern, wo nachher das Ganze stattfinden wird. Und ich sehe jetzt da, wir haben schon verschiedene Stockwerke, wo man rauf kann, wo man auch höhere Positionen hat, mit Kameras, die installiert sind, wo nachher der ganze Kampf gelivestreamt wird auf Twitch. Extrem geil und ich habe mit den Spark Creators schon geredet. Extremer Hype ist da, die Leute sind happy und freuen sich einfach, weil es so Sachen in der Schweiz nicht gibt. Riesen Shoutout an die Boys, die das Ganze organisiert haben. Riesen Shoutout an Paintball Arena Bern, die die Location zur Verfügung stellt. Und riesen Shoutout auch an Freedom X Power, der den ganzen Stream zur Verfügung stellt. Und ich habe gesagt, wir machen mal eine kurze Runde durch die ganze Halle. Und an dem Punkt fängst du dir an Gedanken machen, wo auch die besten Spots sein könnten, damit du nachher auf dem Schlachtfeld ready bist. Also das ist ganz krank im Fall. Das ist wirklich krank. Da ist also Gucklöcher. Dort unten, wo der Hogger ist, wird wahrscheinlich eine Flagge platziert, weil wir werden im Capture the Flag Modus spielen. Das ist eine Gruppenphase, also Gruppen aus 3 Teams, bevor es nachher in das Call-System hineingeht. Und zu dem Zeitpunkt bin ich noch nicht wirklich nervös gewesen, aber ich habe gemerkt, wie das Feuer in mir drin einfach auf das verdammte Feld raus will. Das ist verdammt krank. Wir müssen mal schauen, wie sie das gemacht haben. Und da oben wird das Ganze nachher dann live gestreamt. Extrem crazy. Richtig geil. Hi! Hallo! Hallo! In der Mitte haben wir dann nachher noch ein paar andere Creator getroffen, wie ein LF und ein Behat. Beide habe ich auch da zum ersten Mal live getroffen. Hey, ciao, ich habe mich gar noch nicht vorgestellt. Sandro, freut mich. Sandro, ciao, freut mich. Sandro, ciao. Dir habe ich vorher schon alle gesagt, nochmal. Ciao, ciao, Sandro, freut mich. Hey, ciao, freut mich. Ja, selber auch. Sehr schön. Eure Gesichter sieht man immer so ein bisschen mal auf der Social Media Plattform. Mega krass, das euch so live zu sehen. Also wirklich geil. Ich muss euch Shoutout geben, weil ich verfolge euren Content auch. Richtig geil. Ich fühle es übel, Mann. Und mit der Zeit sind dann langsam auch alle anderen Creator eingetrudelt und es hat geheißen, wir sollen uns draussen besammeln für ein Gesamtbriefing. Ich bin dann vorgerufen worden, um unseren Teamzettel abzuholen. Team Sando!
Ja, ich glaube, oder? Wir sind Team Nummer 10. Die Ail, der Tanit, der Fly D, die Ellie und ich. Die Regeln sind also bekannt geworden, und zwar ist es ein Capture-the-Flag-Modus mit einer Flagge in der Mitte der Karte, wo man in die gegnerische Basis bringen muss. Wenn man abgeschossen wird, hat man einen 30 Sekunden Timer in der eigenen Base, bevor man wieder aufs Feld darf. Spielzeit sind 10 Minuten und danach wird es spezielle Verlängerungen geben. Wir haben jetzt gerade das Briefing bekommen für die Matches. Ich bin Captain von Team 10. Die Männer haben keine Schutzrüstung. Wo dann weiter die Regeln erklärt worden sind und es plötzlich geheißen hat, Männer bekommen keine Schutzausrüstung, ist mir schon schnell das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe eigentlich Plan, in so einem Longsleeve zu spielen und in so langen Tights unter einem Overall, und ohne Schutzausrüstung wird das ziemlich wehtun. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Die erste Gruppenphase fängt jetzt an und langsam ist doch ein bisschen Nervosität aufgekommen. Die Leute sind hyped, die Leute sind ready, alle haben Bock, der Vibe ist wirklich geil und ich bin nervös, Bro. Ich bin schon ein bisschen nervös im Fall. Ohne Eierschutz, ohne Panzer, nichts. Aber wir schauen mal, was passiert, Bro. Jetzt fangen die ersten Runden an und was die Zeit angeht, sind wir alle so ein bisschen im Dunkeln getappt, weil wir haben keinen genauen Zeitplan bekommen, wann welches Team gegen wen antreten tut. Was wir aber gewusst haben, ist, dass wir ziemlich spät dran sein werden. Also hat es für uns jetzt geheißen, zuerst einmal Zeit totschlagen. Das ist mein Man, das ist Sandro. Ihn wird man von überall gesehen auf dem Schlachtfeld. Wie viel Polizei in die Kamera? Ja, ich auch. Ich bin so froh, sind wir in der gleichen Gruppe. Ich habe richtig Schiss von im Team. Ja, das sagen viele, hä? aber ich sage immer bei solchen Events, sobald jemand sagt, oh mein Gott, wir sind das Favorite Dann, Team, Pressure. Pressure. wegen der Pressure, genau. Wir bekommen aber dann direkt auf den Sachen. Deswegen sage ich, andere Teams sind eben auch gut. Voll. Aber du sagst es, ich glaube, wir haben auch eine geile Gruppe für dich. Ich glaube, es kommt voll auf die Teamdynamik drauf an. Wenn es nicht harmoniert, dann kannst du vergessen. Wann spielen wir mal? Nachher, glaubst du? Ich habe mich, glaube ich, euch gar noch nicht vorgestellt. Sandro, ciao. Du hast richtig geile Haare. Richtig geil. Wir haben euch schon gesagt, dass du nochmal hast. Wann spielt ihr? Erst 5 Spiele hat es geheißen. Erst in 5 Spielen? Erst in 5 Spielen. Okay. Ja, ich spiele auch erst etwa in 1,5 Stunden. Wenn wir mal schauen, ob wir das Spiel zuschauen können und ob wir ein bisschen Interviews machen mit den Leuten, wäre geil. Also ein bisschen Little Schmitter. Erzähl, wie fühlst du dich ein bisschen? Erzähl, komm, lass uns wissen. Ich bin einfach richtig confident jetzt gerade. Ja? Keine Ahnung wieso, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe einfach scheiße Angst vor diesen fucking so grossen Kugeln, die kommen, aber sonst... Du kommst einen Schutz über. Ich komme keinen Brustdrückenpanzer über. Du hast Eierschutz? Nein, Eierschutz auch nicht, glaube ich. Auch nicht? Ich weiss, wo ich schiessen muss. Das sind 3 Leute aus meinem Team. Wie fühlt ihr euch, Jungs und Mädels? Sehr nervös. Nervös? Verloren. Verloren? Wieso verloren? Ich weiss nicht wohin mit meiner Nervosität. Ich habe Angst Von was hast du Angst? vor den Schmerzen. Du hast einen Panzer an. Ich habe trotzdem Angst vor den Schmerzen. Von einem bisschen. Du hast schon Paintball gespielt? Ja, voll. Hast du schon mal Paintball gespielt? Ja, nein. Nein, auch nicht? Hast du mal Lasertag gespielt? Nein. Hast du mal irgendetwas gespielt, wo das schiessen müssen? Nein, ja, So eine Nerf-Pistole oder so? Ja. Nerf-Pistole. Es ist genau gleich, es tut nur ein bisschen fetzen. Kommst Ich würde uns voll sehen auf den Dingen rumher. Sehr geil, sehr geil. Ich möchte diesen 2 Jungs noch schnell ein Shoutout geben, am Vic und am Dave. Sie begleiten mich heute, machen Videos, Fotos, alles. Und das ist für mich das erste Mal auch so, dass ich eine Begleitung dabei habe. Und mega dankbar, ich finde es mega krass. Ich möchte den Jungs gerne schnell ein Shoutout geben. Vic? Ja, ich würde einfach gerne folgen, nebesvisuals.ch auf Insta, nebesvisuals.ch auch Webseite. Für jeden Follow bin ich sehr dankbar. Für mich sunfilms.ch, check es ab, hauptsächlich Videos, Videoproduktion, cinematisch und Drohnenaufnahmen. Musikvideos machst du auch, gell? Ja. Also danke vielmals, sind ihr dabei. Wir bedeuten mir sehr viel und machen wir etwas Geiles für uns, Mann. Inzwischen haben die ersten Teams ihre Matches gehabt und man hat gemerkt, die Nervosität ist jetzt bei den Leuten angekommen. Vor allem bei denen, die noch nicht ihren ersten Match hatten, hast du gemerkt, wie sie relativ nervös draussen gehockt oder rumgelaufen sind. Lani, wie ist die Motivation bei euch? Super, wir sind motiviert. Ja. Keine Interviews mehr mit Gas, sorry. Aus Neugier kennen mich, habe ich dann 2 laufende Spiele analysiert, respektive ich bin an den Spielrand gestanden und habe zugeschaut, um echt herauszufinden, was die beste Strategie sein könnte auf diesem Feld. Weil wir haben im Team vorher besprochen, klar sind wir da zum Spass haben, aber wir wollen auch uns das Beste geben und uns von der besten Seite zeigen. Bis wir dran waren, habe ich aber die Zwischenzeit genutzt, um ein bisschen produktiv zu sein und ein paar von meinen «Bist du glücklich» Formatvideos zu kreieren. Berlin, darf ich dir eine Frage stellen für meine Social Media? Ja, natürlich. Bro, kannst du mich alles mal, ja? Ja. Okay. Sehr gerne, Bro. Bist du ready? Ja. Und die Frage ist, bist du glücklich? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Sehr, Ja. Oh, das ist eine hohe tiefe Frage. Ich habe mit einer tiefen Frage gerechnet. Aktuell bin ich sehr glücklich. Ja? Ja. Ja? Ja. Das ist verdammt schnell von dir. Ja, ich bin glücklich. Woher?
Ja, ich bin in einer glücklichen Beziehung, ich habe ein eigenes Zuhause. Ja, ich habe eine wunderbare Familie, 2 Kinder, Zwillingsbuben, ja. Mega dankbar für das Leben, das ich leben darf. Dann will ich ein Gebet machen, ich bete. Das ist meine Coping-Strategie gegen Stress zum Abendkommen, so Meditation. Ich bin mega dankbar dafür. Ich bin mega gut mit meiner Familie. Ja, Jetzt auch gerade Jobwechsel und so, und alles so ein bisschen neu. Das ist so ein bisschen viel aufs Mal. Ja, voll. Okay. Und das tut mir recht gut, mal etwas Neues, ein bisschen aus der Komfortzone. Tapetenwechsel hast du in dem Fall gebraucht. Ja. Und wenn du eine Message hättest, die du der ganzen Welt würdest teilen, sprich jede Person auf dieser Welt könnte sie hören, was würdest du der Welt sagen? Ich glaube, was ich gerne den Leuten sagen würde, ist, dass sie nicht so streng mit sich selber sein sollen. Ich merke das auch bei mir selber, man tut sich mega oft so selber kritisieren. Dass man lieber ist zu sich selber und dass man auch aufhört, sich die ganze Zeit Gedanken zu machen, was jetzt andere Leute denken könnten, sondern einfach sein Ding durchziehen, weil das ist schlussendlich das Beste. Mach das Beste daraus aus der Situation. Weil meistens kannst du es selber nicht ändern. Du musst halt auch mit dieser Situation klarkommen. Ja. Das Leben geht weiter. Strong. Das Leben ist zu kurz, das Leben genießen, unnötig stressen, so künstlicher Stress, das ist für nichts. Dünn einfach die Liebe weitergeben, dünn die Leute gönnen. Zum Beispiel wenn ich dich sehe, du hast einen Ferrari, dann muss ich dir gönnen, damit ich auch mal einen Ferrari kann fahren kann. Weißt du, was ich meine? Aber weißt du, was ich meine? Einfach Liebe zeigen. Peace. Peace, Peace, Mann. Danke dir vielmals. Richtig cool. Danke dir vielmals. Merci. Cool. King. Danke dir vielmals und ganz viel Erfolg nachher. Danke dir vielmals. Du bist Erfolg dir. King. Mann. Geiles Sieg. Du bist aber recht nervös, hä? Ja, ein bisschen nervös ist da zum Abrützen gehen und so. Ich bin jetzt schon schnell umgezogen. Ich habe jetzt gleich noch Pulli angelegt und Trainos, weil ich glaube, es tut schon ziemlich fetzen. Auch jetzt muss noch ein bisschen eindämmen. Jetzt schauen wir mal, wir sind jetzt dann dran. Und nach etwa 4 Stunden ist endlich der Moment gekommen. Wir sind dran. Bro, ich bin ready. Schaut aufs Liebli, weil sie haben rote Dinger an, weißt du, am Kopf. Wir müssen grüne Liebli abschiessen. Ready. Wir sind ready gewesen, aber gleichzeitig hat es auch ein bisschen Unsicherheit gegeben in unserem Team, weil 2 von unseren 5 Leuten noch nie Paintball gespielt haben. Die Unsicherheit ist aber durch das recht hohe Adrenalin relativ gut unter Kontrolle gehalten worden. Die Männer haben dann Gott sei Dank doch noch einen Eierschutz bekommen. Wir haben uns langsam ausgerüstet für unsere erste Begegnung. Ich muss schnell mal eine Waffe graben. Währenddessen haben die vor uns noch ihren Match fertig gespielt und tatsächlich ist eines von diesen Teams das Team von meiner Schwester, der Mara, gewesen. Und während dem Paratmachen musste ich zuschauen, wie meine Schwester und ihr Team absolut bodigt worden sind. Die Regeln sind, du musst die Fahne in der Mitte graben und in die gegnerische Base bringen. Und das Team von meiner Schwester war übelst am Startpunkt festgesessen. Für das Gegnerteam war es wie ein Tontubenschiessen. Als grosser Bruder hat man so einen Beschützerinstinkt. Und dort zuzuschauen hat sich ganz komisch angefühlt. Ich habe dann vom Spielfeldrand reingeschaut zu den Gegnern, hey, macht das Spiel einfach fertig, ohne die anderen noch weiter zu demütigen. Nach einem Zeitchen sind sie dann auch rausgelaufen, aber erst nachdem die Zeit fertig war. Wie die Jäger, die gerade von einer Grossjagd zurückgekommen sind. Und das Ganze hat in mir einfach noch ein grösseres Feuer ausgelöst. Tot von uns und sie hätten reinrennen können. Ja, aber sie haben Flaggen gehabt, warum? Sie haben nicht gewusst, was es ist. Ich kann einfach nur noch dort raus wählen und den Leuten zeigen, was wir drauf haben und dass Schmitters nicht so mit sich spielen lassen. Also Bock jetzt an. We're gonna win this. Viel Glück. Let's go. Und dann sind wir als Team eingestanden. Plötzlich hat mein Herz angefangen zu pochen, wie weiss ich was. Und dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich nervös. Ich wollte einfach nur noch dort raus und performen. Und dann hat der Countdown angefangen. 10, 9, 8, 7, 6. Wir haben heute eines der krassesten Events, wo ich wahrscheinlich je dabei war.
Ein Event, das in mir drin sehr viel auslösen wird. Ich habe schon sehr oft davon geträumt, an solchen Events teilzunehmen. Gonna win. Viel Glück. Die Taktik war klar. Der Tanit und ich haben relativ schnell die Kontrolle über die Mitte ergriffen. Die Ellie hat sich dadurch die Fahne in der Mitte schnappen und in unsere Obhut bringen. Wir sind jetzt also das dritte in der Mitte mit der Fahne auf unserer Seite. Dadurch, dass man die Flagge in die gegnerische Base bringen muss, hat man irgendwie möglichst viele Abschüsse gleichzeitig machen, damit man den 30-Sekunden-Timer so gut wie möglich ausnutzen kann. Ich bin dann mit dem Tani zusammen weiter durch die offene Mitte vorgestoßen. Wir beide haben vereinzelt Abschüsse reingeholt und sind Schritt für Schritt weiter vorgerückt. Alles scheint wie im Bilderbuch genau nach Plan zu funktionieren, bis unsere Fahnenträgerin abgeschossen wird. Die Ellie hat alles auf eine Karte gesetzt und hat versucht, in die gegnerische Base einzudringen. Leider ohne Erfolg. Sie ist ganz knapp vor der Base noch abgeschossen worden. Die Fahne liegt jetzt bei den Gegnern vor der Tür. Und wir haben uns gefragt, wie zur Hölle wir die irgendwie aufnehmen können. Und dann passiert plötzlich ein kleines Wunder. Achtung, Flagge. Nein, sie wird weg. Zu diesem Zeitpunkt haben wir so viel Druck auf die Gegner ausgeübt und sind so weit vorangepusht, dass sie Angst hatten vor dieser Flagge direkt vor ihrer Tür und sie genommen haben und einfach über die Deckung zurück zu uns gerührt haben. Die Fahne war also schon wieder fast in Griffnähe. Wir haben den Push also nur noch weiter voranbringen und den Sack zumachen. Auf der Uhr ist die letzte Spielminute ausgerufen worden. 9 Minuten sind schon gespielt gewesen. Ich wollte gerade aus meiner Deckung rauspushen, um am Fly-By Führschutz zu geben. Und dann passiert etwas, was ich niemals erwartet hätte. Er hat die Flagge genommen und ist in die entgegengesetzte Richtung davon gerannt. Und da habe ich gedacht, nein, das war es. Aufgrund davon, dass die vorherigen Spiele zu lang gegangen sind und die Wechsel zu unkoordiniert waren, hat man extrem viel Zeit von dem Cup verloren, weshalb man sich dazu entschieden hat, keine Verlängerungen zu machen. Das heisst, schaffen wir es nicht in dieser Minute, die Flagge dort reinzubringen, wird das Spiel als unentschieden gewertet. Wir müssten beide von unseren Vorrundenspielen gewinnen, damit wir eine Chance haben, ins Halbfinale zu kommen. Das heisst, für jedes Spiel zählt der Sieg. Am Fly-D sein Plan war, einmal um die komplette Map herumzurotieren und einen Flankenangriff zu starten, um die Flagge noch rechtzeitig reinzubringen. Und das alles in einer Minute. You're gonna win. Jetzt hat es also schnell gehen. Ich habe reagiert und bin auf die andere Seite raus 2 Deckungen weiter vorangepusht, um weiter Führschutz zu geben und irgendwie die Hoffnung hochzuhalten, dass der Fly-D irgendwo auftaucht mit dieser Flagge. Wer hat die Flagge? Wo ist die Flagge? Wer oder wo ist die Flagge? Doch ich habe ihn nirgends gefunden und nirgends gesehen. Er ist spurlos verschwunden. Als wäre er im Erdboden von der Map versunken mit der Flagge. Also ich sehe gerade 3 Grüne sind wirklich am Eingang. Also wirklich defensiv am Spielen. Und dann der Ausruf: Spiel Ende. Die Spiele sind fertig. Ich habe mir mitten im Feld an den Kopf gelangt und gedacht, nein, das kann es doch nicht sein. Die Gegner so weit vorne gepusht zu haben und gleich den Abschluss nicht zu schaffen, hat mich enorm aufgeregt. Ich bin dann so richtig Ausgang gelaufen, wo ich dann auch ein paar andere Teammates angetroffen habe. Und wir sind dann das 4. draussen gestanden, vom Fly-D, immer noch keine Spur rum, und haben angefangen, ein kurzes Briefing zu machen. Was wir besser machen können, was gut gelaufen ist, was weniger gut. Hey, richtig guter Match gewesen. Wir haben sie pinned down gehabt, wir sind wirklich eigentlich vorne drin gewesen, aber wir haben nicht gewusst, wie reinkommen. Wir haben dann einmal komplett rotated mit der Flagge einmal um die ganze Map herum. Und dann ist es einfach Zeit ausgelaufen. Sie haben 10-15 Quadratmeter gehabt, mit denen sie arbeiten konnten, und der Rest war uns. Lisi, ihr seid unsere Gegner. Erzähl mal schnell, wie war es im Gegnerteam von uns? Also ich habe nicht viel mitbekommen. Ich war einfach dahinter und habe probiert, irgendwelche Leute abzumetzeln, aber du hast so wenig gesehen. Ja, und dann plötzlich hast du nur noch die Schüsse gehört und du bist so im Film, so wenn du das noch nie gemacht hast. Ah, du hast das Spiel zum ersten Mal? Ja. Ich glaube, ich habe dich nie abgeschossen. Nein, ich bin immer am Campen dahinter. Gut, merci. Bis dahin war ich im Glauben, dass das Spiel unentschieden ausgegangen ist. Und der Rest der Teammitglieder auch. Bis plötzlich der Fly-D dazugekommen ist. Und? Unentschieden. Also wir haben das Timing gewonnen. Wir haben es geschafft. Ja.
Wir haben es nicht geschafft. Mal, ich bin reingelaufen. Die letzten 20 Sekunden. No way! Der Hessier. Er ist tatsächlich in den letzten paar Sekunden noch in Vollsprint in die Base reingesäckelt mit der Flagge. Wie wir das Mikrofon machen? Ich bin der Einzige, der nicht checkt, dass wir gewonnen haben. In den letzten 20 Sekunden ist die Legende mit der Flagge reingerannt. Ja. Ich habe dich nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte das Kader rein auf der Gerade. Nein. Und darum habe ich so gesagt, wären wir hinten rumgekommen. Weißt du, checkst du? Ja, ja, aber ich bin ganz hinten rum. Bro, ja. Wir hatten jetzt irgendjemanden gehabt und er ist plötzlich angehalten. Ich habe ihm gesagt, lauf weiter, schau nicht auf mich. Bro, let's go. Ich bin hure hyped jetzt. Ich bin richtig ready. Let's go! Jetzt ist die Situation kontrovers gewesen. Auf jeden Fall. Die Aufnahmen habe ich erst nach dem Event gesehen bekommen. Ist er getroffen worden oder ist er durchgekommen? Alles, was ich in so einem Moment als Captain machen kann, ist darauf zu vertrauen, dass der Spieler die Wahrheit sagt. Und das habe ich auch in dem Moment gemacht. Wir haben also das erste Spiel für uns entschieden. Inzwischen haben sich aufgrund der Verzögerungen gewisse Teams angefangen aufzulösen und Aushilfsspieler von anderen Teams haben geholfen unterstützen. Wir schauen, aber kommen gut heim, ja? Fahr vorsichtig. Fett ist das Zeug, hä? Ja, ich gebe mir Mühe. Wir geben uns Mühe. Jetzt. Ja, Fan-Favorite-Team ist ein Stunde. Ja, ist gut. Wir machen das jetzt. Ja. Ich bin extra so ein bisschen geslidet, weil ich dachte, so cooler Move, aber ich bin gar nicht schneller und schneller in Deckung oder so. Team 2 ist jetzt aber erst so richtig ready gewesen. Wir haben unser erstes Spiel gehabt, wir haben es gewonnen und wir sind voller Energie gewesen und haben Bock gehabt, dort rauszugehen und unser zweites Spiel zu spielen. Aber zuerst hat es auch für uns wieder geheißen, warten. Das nächste Spiel wird darüber entscheiden, ob wir ins Halbfinale einziehen oder ob wir ganz ausscheiden. Heisst, wir sind mit dem Ziel dort inne, uns zu qualifizieren. Und endlich ist es losgegangen. Hallo Joel. Hi. Wie fühlen Sie sich? Scheiße. Warum? Das Spiel ist aber ganz anders gelaufen, als wir es uns vorgestellt haben. Und wir werden das erste Mal zu spüren bekommen, was es heisst, eingekesselt zu sein. Das Spiel hat angefangen und wir sind das mal auf der anderen Seite der Map gestartet. Der Plan war der gleiche, in die Mitte gehen und die Flagge securen, aber das hat das mal nicht so gut funktioniert. Die Gegner haben ab Sekunde 1 extremen Druck gemacht und extrem nach vorne gepusht. Ihr seht, hat der Match angefangen. Ich selber habe mich in einer Ecke verschanzt und bin links und rechts nicht rausgekommen, weil mich die Leute im Visier hatten. Ein Gegner, der direkt gepusht hat, konnte ich aber abschiessen und habe ihn dann freundlich darauf hingewiesen, sich wieder in seine Base zu begeben. In der Zwischenzeit sind der Flydy, der Tony, Ellie und Joel mehrmals abgeschossen an mir vorbeigelaufen zurück in die Base. Und ich habe nicht gewusst, was machen. Ich frage, was ist? Oder? Es muss alle. Er ist alleine jetzt, umzingelt. Als Captain bist du verantwortlich für dein Team und du siehst dich auch als verantwortlich, jetzt mit einem Plan um die Ecke zu kommen, um aus dieser Situation auszubrechen. Ich habe mich dann dazu entschieden, einen Rush aus der Deckung rauszumachen und einfach in die nächste Deckung zu sprinten, in der Hoffnung, nicht getroffen zu werden und von dort aus einen neuen, koordinierteren Angriff zu starten. Doch plötzlich der Ausruf: Spiel Ende. Nach 3 Minuten. Wir sind gerade fertig geworden mit dem zweiten Match. Haben wir böse auf die Fresse bekommen. Nach 3 Minuten sind die reingesäckelt mit der Flagge. Keine Ahnung wie. Keiner von uns hat eine Ahnung wie. Die Gegner haben es tatsächlich geschafft, genau in dem Moment, wo wir den Switch machen wollten, hinten durchzusäckeln und in die Base zu laufen. Eine Passage, die ich die letzten 2 Minuten im Blick hatte. Einfach unbemerkt in die Base gelaufen. Sie haben besser gespielt, das Mal. Ich habe kaum etwas gesehen, mir war alles angelaufen. Wirklich, das Mal sind wir recht unterlegen. Sie haben recht viel Druck gemacht. Ich habe jetzt selber persönlich gefunden, diese Seite ist mir weniger gelegen als die. Einiges weniger als die, wenn ich nicht gewusst habe, wie rauspushen. Und ab dem Punkt habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ich war enttäuscht. Nicht vom Team, sondern von mir und meiner eigenen Leistung. Ich hatte so viel Hoffnung und Bock in diesem Event auch richtig gut zu spielen und richtig weit vorne zu kommen. Und jetzt sind wir raus. Nach dem zweiten Spiel. Ja, das zweite Spiel jetzt verloren. Ich glaube, das wäre es von unserer Performance da jetzt am Paintball Creator Cup. Wir schauen jetzt gerade, wie es weitergeht. Und damit ist der Auftritt von Team 10 an dem Paintball Creator Cup
zu Ende gewesen. Aber ich möchte mich nochmal von Herzen bei jedem Einzelnen aus meinem Team bedanken. Wir haben so eine extrem gute Connection zueinander gehabt, so einen guten Vibe auf dem Platz, wie aber auch neben dem Platz. Es sind wirklich so schöne Freundschaften aus dem Ganzen entstanden und ich wünsche allen, jedem Einzelnen von meinem Team wirklich nur das Beste für in Zukunft und all den Erfolg, den die Leute sich verdienen. Ich bin dann vereinzelt mit den Spark Creator noch länger geblieben, um das Finale und auch die Siegerehrung zu schauen und dabei zu sein. An dieser Stelle herzliche Gratulation an den Wintertourer und sein Team. Schön zu sehen, dass die Trophäe auf Zürich heimgekommen ist, auch wenn es nicht durch unser Team war. Alle Creator, die noch da sind, kommt doch auch noch schnell rein. Feel free, seid dort das nächste Mal Ich finde es mega wichtig. Ich glaube, ihr unterschätzt extrem, was für einen verdammten, riesen Aufwand das ist, so etwas auf die Beine zu stellen. Auch nur schon vor dem Event hat der schlaflose Nacht gehabt, dass er das irgendwie auf die Beine stellen kann. Alle Creator, die schon weg sind, einfach ein riesen Danke nochmal auch von uns als Creator, die mitgespielt haben, dass wir überhaupt so etwas machen dürfen in der Schweiz. Und ich finde, ihr habt wirklich einen riesen Meilenstein gesetzt mit dem Ganzen. Darum fällt nochmal Applaus an euch für das Ganze. Wirklich extrem krass. And that's a wrap. Ich möchte an dieser Stelle noch schnell ein paar Sachen loswerden. Es ist für mich wie auch für ganz viele andere, mit denen ich geredet habe, eine so enorm krasse Erfahrung gewesen, an diesem Event teilzunehmen. Und es macht mich so happy zu sehen, dass man so etwas wirklich auch in der Schweiz kann auf die Beine stellen kann. Und ich glaube ganz fest, dass da damit ein Meilenstein gesetzt wurde, dass auch andere Unternehmen merken, hey, die Schweizer sind rum und sie haben Bock und sie wollen Gas geben. Ein riesen Shoutout an den Boys und an Freedom X Power für alles, für die Organisation, für das Planen von dem Event, für das Streamen, die Elektrik, Lichter, das Organisieren von den Leuten und. Ihr seht nicht, was abgeht, weil ihr auf der anderen Seite von der Kamera hockt, aber wir sehen, was alles hinter der Kamera abgeht und was für einen enorm riesen Aufwand das es ist, so etwas auf die Beine zu stellen. Darum Shoutout an die Homies auf jeden Fall. Und zu guter Letzt möchte ich ein grosses Danke an mich selber aussprechen. Danke Sandro, hörst du nie auf, an dich selber zu glauben. Mir bedeutet das so viel zu sehen, dass ich als Creator angesehen werde. Ich weiss, ich bin noch längst kein vergleichsweise grosser Name und ich bin auch noch längst nicht dort, wo ich einmal sein möchte. Und ich bin auch noch lange nicht am Ende von meiner Reise. Aber für mich ist das Ganze ein riesen Stepping Stone auf dem Weg und viel mehr als einfach nur ein Event. Mein inneres Feuer ist aktuell grösser als je zuvor und die Vision ist glasklar. Und aus dem Ganzen heraus will ich jetzt die Energie nehmen und einfach Vollgas durchgeben. Und aus dem Grund habe ich am Anfang von dem Video gesagt, der Sandro aus der Zukunft wird auf das zurückschauen und verstehen, wo das er gestartet ist und wo er es bis jetzt schon hingeschafft hat. Ich freue mich enorm auf mehr so Erfahrungen in Zukunft. Und zum Schluss noch ein riesen Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Ohne euch wäre das Ganze überhaupt gar nicht möglich. Danke, steht ihr hinter mir und danke, begleitet ihr mich auf meinem Weg. Wenn du das Video bis dahin geschaut hast und es dir gefallen, dir Spaß gemacht oder dich inspiriert hat, dann lass gerne ein Like und einen Kommentar unter dem Video da. Es ist kein grosser Aufwand für euch, ich weiss, aber es kann tatsächlich ein Leben verändern. Und falls du kein Video mehr verpassen willst, schlag gerne ein Abo auf diesem Channel da. Und nochmal aus tiefstem Herzen danke. Danke, darf ich uns, unsere Community nehmen. Take care, chase your goals, chase your dreams. Love you, bro. Ich habe schon sehr oft davon geträumt, an solchen Events teilzunehmen. Ich kann jetzt endlich wieder schlafen. Ein Event, das in mir drin sehr viel auslösen wird. Wer auch immer das war, man sieht sich immer zweimal.